Guten Abend und herzlich willkommen im Gottesdienst der Vineyard Bern. Und jetzt muss ich nicht mehr hochblicken, ich mache es dennoch, weil es sitzen einige Personen auf der Empore. Aber ist es nicht wunderschön, meine Lieben, nach 2 Jahren, in denen wir angehalten wurden, Distanz zueinander zu halten, dürfen wir wieder ohne Masken, ohne Abstände, ohne durch ein Zertifikat getrennt zu sein, miteinander Gottesdienst feiern. Ist das nicht einfach toll? Und wir wollen das feiern heute und deswegen wollen wir anstoßen, deswegen, das seht ihr natürlich nicht, wenn du zu Hause den Livestream hier den Gottesdienst mitverfolgst, wir stoßen heute miteinander an. Conny, kannst du mir auch noch da haben wir 2 Becher. Wir wollen miteinander feiern, dass die Maßnahmen aufgehoben worden sind, dass wir, nachdem wir 2 Jahre jetzt angehalten wurden, eben Distanz zueinander zu halten, neu lernen dürfen, Nähe zuzulassen. Und wir möchten das miteinander feiern. Jetzt sollten wir trinken. Ich kann nicht trinken und sprechen gleichzeitig. Gell? Zum Wohl. Wir stoßen an. Und mit diesem Anstoßen heiße ich dich ganz herzlich willkommen und ich sage all den Menschen Danke, die in den letzten 2 Jahren mit ihrem riesigen Einsatz es möglich gemacht haben, dass Menschen aus allen Generationen miteinander Gottesdienst feiern konnten. Vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz. Ich möchte gleichzeitig auch zu all den Menschen, den geduldigen Menschen in der Vineyard Bern, die die Maßnahmen in den letzten Jahren mitgetragen haben, einfach sagen, hey, gehen wir mit offenem Herzen miteinander in die Zukunft und lasst uns vorwärts blicken miteinander. Und ich möchte auch zu den Menschen sagen, die sich aus Vorsicht etwas zurückgezogen haben, ich möchte dich einladen, einfach wieder Teil zu sein, zurückzukommen und heiße dich herzlich willkommen. Und ich möchte auch zu den Personen sagen, wenn du dich durch die Maßnahmen bevormundet gefühlt hast, auch dich laden wir ein, herzlich wir zurückzukommen und wir wollen gemeinsam vorwärts zu gehen. Und wir wollen wirklich miteinander, wir wollen uns nicht von Meinungen teilen lassen, sondern mit einem offenen Herz, mit dem Wissen, dass wir einen Auftrag der Versöhnung haben und eine Botschaft der Versöhnung haben, auch so miteinander umgehen. Und ich heiße auch all die ganz herzlich willkommen, die in den letzten 2 Jahren dazugestoßen sind. Es ist so cool, miteinander unterwegs zu sein und miteinander sein Reich zu suchen. Und wir möchten einsteigen mit einer kurzen Zeit des Gebets und deswegen lade ich dich ein, aufzustehen, weil es betet sich besser, wenn man steht. Ich habe schon kurz gesagt anfangs, die 2 Jahre haben Distanz gebracht. An gewissen Orten ist aus dieser Distanz das Vertrauen zu anderen Menschen angeknackst. An gewissen Orten sind Beziehungen zerbrochen und die nächsten Monate werden von uns fordern, dass wir neu Nähe zulassen. Und es wird bedeuten auch, dass wir an gewissen Orten, wo sich Dinge aufgehäuft haben, Dinge abbauen lassen, einander vergeben, Schritte aufeinander zugehen. Und ich möchte, dass wir einfach dafür beten. Wir nehmen uns 20, 30 Minuten Zeit, einfach für Jesus, der uns nahe gekommen ist, dass er uns diese Weichheit und Offenheit gibt, aufeinander zuzugehen. Und das brauchen wir als Gesellschaft, aber genauso als Vineyard Bern. Beten wir dafür? Vollgas, alle miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der den ersten Schritt auf uns Menschen zugemacht hat. Der dort, wo Distanz und Trennung zwischen uns und Gott war, diesen Schritt gemacht hat, der jeden Graben überwunden hat. Und Jesus, das Vorbild, das du uns da gegeben hast, sogar als du am Kreuz warst und gesagt hast, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, hast du an diesem Ort des ausgegrenzten Verletztwerdens im größten und unglaublichsten Maß, hast du diesen Schritt auf die Täter zugemacht. Und Jesus, ich wünsche mir, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, dass wir neu die Nähe, nicht nur die Nähe zueinander, sondern auch die Nähe zu dir erleben. Denn es ist diese Nähe zu dir, die unsere Herzen weich macht zum Miteinander.
Und Jesus, dort, wo sich in den vergangenen Jahren Dinge aufgehäuft haben, wo Misstrauen gewachsen ist, wo Menschen verletzt wurden, wo wir verletzt wurden, Jesus, bitte ich, dass du uns hilfst, diesen Dingen ins Auge zu schauen, diese Dinge aber dir zurückzugeben, um Versöhnung zu ringen und dort diese Nähe auch an diesen Orten wieder zuzulassen, Jesus. Und Jesus, ich wünsche mir, wenn ich den Auftrag anschaue, den du deiner Gemeinde gegeben hast, im Neuen Testament ist von diesem Versöhnungsauftrag die Rede. Jesus, dann brauchen wir als Gesellschaft genau das, Versöhnung. Schritte aufeinander zu, wo wir uns weder von Meinungen trennen lassen, noch von Schmerzen, die wir einander angetan haben, noch von Missverständnissen, die irgendeinen Graben geschaffen haben, sondern Jesus, wir wollen die Kraft der Versöhnung erleben und für Menschen um uns herum erfahrbar machen. Und Jesus, wir können das nur erfahrbar machen, wenn wir das selbst in unserem Leben zulassen. Deswegen sage ich, Heiliger Geist, komm und erfülle du uns. Heiliger Geist, erfülle du uns. Erweiche unsere Herzen. Trockne unsere Tränen. Heile du Wunden, die in den letzten 2 Jahren entstanden sind, sodass wir den Schritt aufeinander zu wieder wagen, Jesus. Ich danke dir dafür. Amen. Conny wird gleich predigen, aber bevor sie zu predigen beginnt, haben wir wieder ein Leiterfenster. Stimmt, ihr dürft euch setzen, weil wir einfach an einigen Themen Einblick geben wollen, bevor Dinge schon fertig sind. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir regelmäßig am Sonntag dieses Leiterfenster nutzen möchten. Und ich möchte damit beginnen, euch kurz über die letzten 2-3 Tage Einblick zu geben. Ich war in München am Staff-Meeting der Vineyard-Bewegung. Wir waren 46 Personen aus den Vineyards in Deutschland, Österreich und Schweiz. Das sind 80 Vineyards. Wir konnten uns 2 Jahre lang nicht mehr treffen, nicht mehr sehen. Und es war so schön, zusammen zu sein und eben Gemeinschaft miteinander und Gemeinschaft mit Gott zu feiern. Uns nahe zu kommen und gemeinsam ihm nahe zu kommen. Und zu spüren, wir gehen begeistert und mit Freude und mit Kraft gemeinsam vorwärts. Und auch die Storys zu hören, wie Gott gerade auch in dieser herausfordernden Zeit, die für viele Gemeinden sehr herausfordernd waren, die vergangenen 2 Jahre, einfach gewirkt hat, wie er Menschen begegnet ist. Das war ermutigend. Bei der Hinfahrt, das war lustig, gab es in Deutschland einen Sturm. Ich habe am Vortag so eine Warnung erhalten, hey, vielleicht müsst ihr etwas früher gehen, es könnten Züge ausfahren. Und ich dachte, ja, so ein bisschen Sturm. Dann saßen wir am Donnerstagmorgen im Zug, kurz vor St. Gallen heißt es, bitte steigen Sie alle aus, der Zug fährt nicht weiter, die Strecke in Deutschland ist unterbrochen und wir haben auch keine Anschlusslösung. Und ich hätte das Staff-Meeting um 2 Uhr eröffnen sollen. Und das war natürlich zuerst mal ein Schock. Wir waren 12 Personen aus der Schweiz und da haben wir einfach mal rumtelefoniert an befreundete Gemeinden und das Glaubenszentrum St. Margrethen hat uns hyperspontan ihren Bus zur Verfügung gestellt, sodass wir dann von St. Margrethen mit dem Bus nach München fahren konnten. Und es hat mich so gefreut zu merken, dass diese Beziehungen, die wir pflegen, einfach diese Nähe, wie das so ein Segen sein kann. Und genauso, jetzt wurden wir gesegnet, aber genauso wollen wir an anderen Orten auch andere segnen. Und so hatten wir dann bei der Hinfahrt den Bus. Bei der Rückfahrt haben wir uns gefragt, nun sollen nur einige mit dem Bus gehen und die anderen mit dem Zug, der 3 Stunden später fährt, der ist auch ausgefallen. Also da waren wir doppelt dankbar für dieses Auto, das wir brauchen durften. Dann eine zweite Information, wir haben vor 2-3 Wochen Anteil daran gegeben, dass uns die finanzielle Entwicklung des Apothekers richtig herausfordert. Die Nachmittage sind oft sehr gut besucht, aber uns fehlen einfach 60 Mittagessen. Nathanael Zink und David haben mit Herbert Trumme Kontakt aufgenommen und ihn beigezogen, um uns zu helfen, auch die wirtschaftliche Seite zu durchleuchten und dort Maßnahmen einzuleiten, sowohl auf Seiten von Kosteneinsparungen, auch wie wir den Umsatz stärken können. Und Herbert hat uns auf etwas Wichtiges hingewiesen. Er hat uns nämlich gesagt, hey Leute, ihr habt immer die Vision kommuniziert, weswegen wir dieses Café starten. Aber das ist nur einer von 4 Gründen. Und deswegen haben wir gesagt, hey, du hast recht, das möchten wir tun. Auf der einen Seite ist dieser
dieses Café aus einem visionären Impuls entstanden, dass wir ein Segen in die Stadt hinein sein wollen. Aber es gibt noch weitere Gründe. Der zweite Grund ist, dass mit dem Mietvertrag, im Mietvertrag ist festgehalten, dass das Erdgeschoss öffentlich genutzt werden muss. Das heißt, das ist eine Verpflichtung, dass wir dieses Stockwerk öffentlich nutzen und zugänglich machen. Ein dritter Grund ist, dass wir uns gesagt haben, wenn wir das Erdgeschoss öffentlich zugänglich machen und dort auch ein wirtschaftlicher Betrieb entsteht, wird der Anteil der Kosten tragen können, der Miete, was unseren Handlungsspielraum als Vineyard mittelfristig vergrößert, weil wir da nicht die gesamten Mietkosten tragen, sondern dort eben das auch mitträgt. Und darüber haben wir gar nie gesprochen. Also wir machen den Apotheker nicht, weil wir uns Geld erhoffen, einfach, aber das ist ein Nebeneffekt, den wir von Anfang an, den wir uns bewusst waren. Wir sind uns auch bewusst, jetzt am Anfang kann das noch nicht geschehen und das fordert uns da auch heraus, eben von dieser Seite her. Und interessant ist schon, dass jetzt in den letzten 3 Tagen mit dem Aufheben der Maßnahmen die Umsätze wirklich massiv angestiegen sind. Das entspannt uns noch nicht, weil wir noch nicht beurteilen können, was das heißt. Und so ist die Situation immer noch sehr zerbrechlich und fordert uns richtig heraus. Von der Seite, dass der Apotheker ein Ort ist, wo wir unseren Dienst in die Stadt hineinleben wollen, diesen Teil müssen wir erst füllen. Da brauchen wir auch etwas Zeit. Und dort hat Nathanael Rachel Borchert und ein Team um sie herum zusammengerufen. Rachel, die auch schon bei der Erstellung des GROB-Konzepts dabei war. Und sie haben sich schon 2-mal getroffen und sind daran, auch die Inhalte mitzugestalten. Und so haben sie beispielsweise in der letzten Woche auch schon initiiert, dass es ab heute im Apotheker eine Kinderecke gibt. Etwas, was wir schon damals geplant hatten, aber einfach noch nicht realisiert wurde. Und so sind sie auch von dieser Seite her daran, dort mitzugestalten. Aber eben, wir sind immer noch sehr herausgefordert. Die Sache ist sehr zerbrechlich und deswegen sind wir auch weiterhin dankbar für dein Gebet, dein Mittragen. Und auch einige Ideen, die Menschen uns in diesen letzten Wochen eingebracht haben, haben uns geholfen. Deswegen darfst du dich gerne auch bei uns melden, eben am besten bei Nathanael, wenn du weitere Impulse hast. Soweit mein Leiterfenster. Und jetzt, Conny, kommen wir zu dir. Darf ich euch bitten, Cornelia Guida, die Erste, mit einem warmen Applaus willkommen zu heißen. Und Conny, wenn ich beim Einstieg gesagt habe, dass wir neu lernen wollen, diese Nähe zu Gott, aber auch die Nähe zueinander zuzulassen, bist du eine Person, die dieses Nähe zu ihm zuzulassen wirklich einzigartig vorlebt. Und ich bin so dankbar, mit dir zusammen unterwegs zu sein, Verantwortung wahrzunehmen in dieser Church mit dir zusammen. Vielen herzlichen Dank. Merci, merci vielmals, Mari. Ich freue mich, dass ich heute predigen darf. Ich bin putznervös, aber das kommt schon. Ich habe da einen guten Helfer an meiner Seite. Amen. Ja, ich will am Anfang gerade beten und dann geht's dann los. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich möchte jetzt einfach vor dich kommen und ich möchte dich bitten, dass du meine Worte füllst, dass du diesen Raum erfüllst mit deiner wunderbaren Gegenwart. Wer ist wie du, Jesus? Was für ein wunderbarer Freund, was für ein wunderbarer Jesus dürfen wir in unserem Leben kennen. Ja, wir lieben dich, Jesus, und wir wollen eine Gemeinde sein wie Maria, die an deinen Füßen lebt, die bei dir zu Hause ist, in deiner Gegenwart, in deiner Nähe. Ja, danke, dass du einfach heute da bist und dass du unsere Herzen neu einfach füllen willst mit deiner Gegenwart, Jesus. Wir nehmen uns doch einfach noch
einen ganz kurzen Moment Zeit, wo wir einfach kurz still sind und warten, uns seiner Gegenwart bewusst werden. Er ist da. Er will uns heute begegnen. Danke, Jesus. Ja, ich möchte auch noch alle, die im Livestream da sind, besonders begrüßen. Ich würde euch so gerne auch sehen, irgendwo auf einem Screen, aber herzlich willkommen auch. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt, ich hatte Corona und konnte viel mir Gedanken machen und überlegen. Und da ist mir diese Geschichte von Martha und Maria für heute auf das Herz gekommen. Die wollen wir dann noch gemeinsam ein bisschen anschauen. Ja, die letzten 2 Jahre, das waren ganz besondere Jahre. Ich kann mich noch gut erinnern, am 13. März 2020 waren wir, Mari, Depot war dabei, Michael Detwiler, Thomas, wir waren alle ganz gespannt vor diesem Computer und haben für einmal während der Arbeitszeit den Bundesrat, die Pressekonferenz mitverfolgt. Und da ist etwas für mich Unglaubliches passiert. Die haben alle Veranstaltungen abgesagt. Die Worship Night war am nächsten Tag geplant, der Gottesdienst am Sonntag, und es war einfach etwas Unglaubliches ist passiert. Alle diese Veranstaltungen wurden einfach abgesagt. Ja, dann konnten wir nur noch einkaufen, Lebensmittel, wir konnten nicht mehr zum Coiffeur gehen. Wir konnten nicht mehr Kleider einkaufen, wir konnten nicht mehr Dekoartikel einkaufen, wir konnten nicht ins Hallenbad gehen, wir konnten einfach fast nichts mehr. Könnt ihr euch noch an diesen Moment erinnern? Es ist, also vielleicht nicht vor dem Computer, aber ich weiß nicht, wie du diesen Moment erlebt hast. Keine Schule, Sophie hat sich, glaube ich, gefreut. Genau. Ja, ich weiß nicht, wie es dir in dieser Zeit gegangen ist. Jetzt mittlerweile sind wir schon 2 Jahre in dieser Corona-Pandemie mit vielen Ups und Downs, die wir erlebt haben. Und diese Woche ist auch wieder so ein Freudentag, oder der 17. Februar. Ich habe auf Facebook gelesen, eine Freundin von mir hat einen Post gemacht, der 17. Februar sollte neu ein Feiertag werden in der Schweiz. Was denkt ihr dazu? Ich wäre dabei. Genau. Ja, es ist aber auch, ja, es sind sehr viele auch Herausforderungen passiert. Es haben leider Familien mit Angehörige wegen Corona verloren. Oder es gibt Menschen, die haben Long-Covid, die haben körperliche Herausforderungen immer noch wegen Corona. Es war wirklich es ist und war eine besondere Zeit. Und leider hat es auch Distanz gebracht. Es hat Distanz in Beziehungen gebracht. Es hat zum Teil auch Distanz zu Gott gebracht. Es hat bei vielen Menschen ganz Unterschiedliches ausgelöst. Jetzt habe ich habe viele natürlich Freunde und Freundinnen, die haben auch Familie und Kinder. Das ist so eine Zeit, wo man sehr aktiv ist. Und viele von meinen Freunden haben mir gesagt, eigentlich haben sie die Entschleunigung, die mit dieser Corona-Pandemie gekommen ist, sehr auch genossen. Es hat etwas auch Gutes für sie gebracht oder in ihnen ausgelöst. Und das war ehrlich gesagt auch bei mir so. Ich habe es genossen, nicht mehr so viele Termine zu haben. Ich habe es geliebt, mehr Zeit zu haben für meine Kinder und meinen Mann, für meine Familie. Ich habe persönlich eine neue Frühlingszeit mit Jesus erlebt. Ich habe es genossen, mehr Spaziergänge zu machen mit Jesus. Ich habe es genossen, mehr Zeit zu haben, um bei ihm zu verweilen und nicht dem einen und anderen immer nachzurennen. Es hat mir sehr, sehr gut getan und hat in mir einen Hunger ausgelöst
entschleunigter zu leben. Wenn ihr wisst, was geht dieses Wort auf Hochdeutsch, entschleunigter. Ja, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, und mein Anliegen ist es, dass wir als Vineyard Bern und dass ich persönlich, dass wir einfach auch aus dieser Zeit diese Dinge, die uns neu bewusst geworden sind oder was es in uns ausgelöst hat, dass wir das mitnehmen können jetzt in diese neue Phase. Und ich wünsche mir für mich selber, dass ich neu, wenn es jetzt wieder schneller geht, wenn Dinge wieder mehr in Bewegung kommen, dass ich einfach lernen kann, ja, auch weniger Termine zu planen oder mehr Ruhezeiten zu haben, dass ich lernen kann aus dieser Zeit. Ja, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, hatte ich diesen Eindruck von Martha und Maria, von dieser Geschichte zu erzählen. Und Gott hat mich wie neu eingeladen, wie eine Maria zu leben. Und ich wünsche mir auch, dass er uns als Gemeinde, dass er uns einlädt, wie Maria zu leben. Eine Maria-Gemeinde zu sein. Eine Gemeinde, die es liebt, an den Füßen von Jesus zu verweilen. Martha und Maria und Lazarus, das war ihr Bruder, sind 3 Geschwister und man nimmt an, dass sie Freunde von Jesus waren, aber nicht mit ihm herumgezogen sind. Sie haben in Bethanien gelebt. Es gibt in den Evangelien 3 Geschichten, wo Martha, Maria und Lazarus vorkommen. Ein Höhepunkt ist im Johannes-Evangelium 11, Kapitel 11, wo Lazarus von den Toten auferweckt wird. Oder ein weiterer Höhepunkt, das ist wahrscheinlich meine Lieblingsgeschichte, das ist, als Maria die Füße von Jesus salbt, als prophetischen Akt, bevor das Jesus dann am Kreuz stirbt. Das ist im Johannes-Evangelium 12. Aber heute wollen wir uns ein bisschen mehr noch auf das Lukas-Evangelium konzentrieren, wo diese Geschichte steht, wo ich gerne mit euch anschauen möchte. Und das ist im Lukas-Evangelium 10, 38 bis 42, wenn du mitlesen möchtest. Jesus besucht Martha und Maria. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte: Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr: Meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Nur eines ist wirklich wichtig, sagt Jesus. In dieser Übersetzung steht eines, aber in anderen Übersetzungen heißt es auch eine Sache, oder in meiner englischen Bibel, die ich auch sehr gerne lese, heißt es this one thing, dieses eine Ding. Und ich habe im Griechischen nachgeschaut, was dieses one thing heißt, und das ist ein Wort, das heißt Heis, und die Bedeutung ist Nummer 1 oder im Gegensatz zu vielen. Also Nummer 1 im Gegensatz zu vielen. Dieses eine Ding, dieses one thing. Ich habe in meiner Bibel ist auch noch ein Psalm, der ist eine Referenz zu diesem Vers 42 und der möchte ich euch auch noch vorlesen. Das ist der Psalm 27,4 und da hat David geschrieben: Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Hause des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen
und in seinem Tempel still zu werden. David schreibt hier, er hat eine einzige Bitte, dass er sich danach sehnt, so lange im Hause des Herrn zu leben, in der Gegenwart des Herrn zu leben. Diese eine Bitte nur hat David. Diese Begegnung und diese Freundschaft mit Jesus zu leben. Und ich glaube, dass auch Maria diese eine Sache erkannt hat, diesen Jesus zu kennen und bei ihm zu sein. Und einfach ihm zuzuhören, bei ihm zu verweilen. Ich glaube, Maria und David haben dieses One Thing, diesen Jesus wirklich gekannt. Sie sind Vorbilder für uns im Glauben. Sie haben diese Hingabe, diese Liebe, diese Freundschaft wirklich gelebt mit Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir auch solche Menschen sind, die für dieses One Thing gehen. Wenn es etwas gibt, was ich mir wünsche, dass Menschen mal sagen, wenn ich nicht mehr da bin, ist, sie hat für dieses One Thing, sie hat für diesen einen gelebt, für ihren Jesus. Amen. Und das wünsche ich mir, dass wir Menschen sind, die für dieses One Thing, für diesen einen Jesus leben. Für diese Freundschaft mit ihm. Ja, Steffo hat diesen Song geschrieben, in Freude und Schmerz wollen wir dich loben. In allem, was uns freut, was uns begeistert, wollen wir für dich gehen. In allem Schmerz, in allen Herausforderungen wollen wir bei dir sein, wollen wir dich loben. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht im Schmerz, in den Herausforderungen zu Jesus zu gehen oder in den Freuden, vielleicht sogar in deinen Erfolgen. Ja, eine Riesenfreude für mich ist, dass wir planen in diesem Jahr, dass wir für die Worship Community, also für die Vineyard Bern, ein Album aufzunehmen nach 10 Jahren. Das letzte Album, wo die Vineyard Bern gemeinsam mit Bene ein Album aufgenommen hat, das war vor 10 Jahren, 2012, in His Presence. Und wir haben vor, in diesem Jahr wieder so etwas aufzunehmen. Und das ist für mich eine Riesenfreude. Aber es ist auch ein Riesenkontrollverlust, weil ich habe es nicht in der Hand. Wenn wir das mit Columbus machen, dann ist das eine kleine Band und ich habe ein bisschen mehr. Ich weiß, wie wir gemeinsam so ein Projekt machen, aber so alle gemeinsam, alle Bands, alle Leute, die dabei sind, für die Vineyard Band so etwas zu tun, das habe ich noch nie gemacht. Ich freue mich riesig, ich bin auch nervös und ich wünsche mir so viel und ich habe es nicht in der Hand. Und Jesus muss einfach da wirken. Und ich glaube, in solchen Situationen, auch wenn Freuden da sind oder wenn wir Erfolge haben, möchten wir das einfach Jesus bringen. Es hat mal eine Frau, die ich sehr liebe, Catherine Kuhlman, vielleicht kennt ihr sie ein bisschen, das war so eine Erweckungspredigerin. Sie hat gesagt, wenn sie Lob und Anerkennung erhält, wenn Menschen ihr Dinge sagen, dann sammelt sie diese Worte wie Rosen, sie sammelt die ein, alle diese Dinge, und am Abend geht sie zu Jesus und gibt ihm diesen Blumenstrauß zurück. Und das hat mir so geholfen und das mache ich viel, wenn ich irgendwie Dinge erlebe, Freude oder Schmerz, diese Blumen, ich sammle sie und dann gebe ich sie Jesus zurück, weil er ist der Grund unserer Existenz. Wegen ihm leben wir und wir können ihm unsere Erfolge, aber auch unsere Schmerzen, unsere vielleicht Verletzungen, Dinge, die passiert sind, die uns nicht, die nicht recht waren, die uns verletzt haben. Wir können mit diesen Dingen zu ihm gehen und es wird uns mehr Intimität und Nähe bringen. Es bringt uns näher zu ihm. All diese Dinge, wenn wir diese Dinge, diese Freuden, aber auch dieser Schmerz, diese Herausforderung, wenn wir mit dem zu ihm gehen,
dann bringt es uns immer näher und näher und näher und näher an sein Herz. Ich möchte euch auch noch kurz vorlesen, wie Maria das gelebt hat. Und zwar, ich switche jetzt ins Johannesevangelium. Muss ich da noch ein bisschen blättern. Genau, der Bruder von Maria, Lazarus, ist gestorben. Und ich möchte euch einfach vorlesen, wie Maria damit umgeht. Johannes 11, 32 bis 35. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte: Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworteten: Herr, komm mit und sieh. Da weinte Jesus. Das ist so ein Satz. Jesus weinte. Er war so berührt, er war mit Maria traurig. Es gibt andere Übersetzungen, wo in diesem Vers steht, er war mit Barmherzigkeit erfüllt. Es hat ihn so berührt, dass diese Maria einfach vor seine Füße gegangen ist und gesagt hat: Jesus, mein Bruder ist gestorben. Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre das nicht passiert. Sie hat in ihrem Schmerz Jesus gesucht. Sie hat gesagt: Jesus, ich weiß nicht mehr ein und aus, aber bitte komm und hilf mir. Ja, und wenn wir so mit Schmerz und auch Versagen umgehen können, kann wirklich eine authentische und tiefe Freundschaft zu Jesus entstehen, wenn uns diese Dinge nicht von ihm trennen, sondern näher an sein Herz ziehen. Jesus liebte uns zuerst. Im Lukas-Evangelium, jetzt gehen wir wieder zurück, Lukas 10, 41 und 42. Möchte ich euch noch mal kurz lesen. Doch der Herr sagte zu ihr: Meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Für Jesus war das Gästebetreuen und Kochen in diesem Moment eine Kleinigkeit, als er im Haus von Martha und Maria war. Das sagt er hier im Vers 41, sagt er: Warum kümmerst du dich um diese Kleinigkeiten? Für mich, wenn ich Gäste zu Hause habe, ist Kochen und Auftischen nicht eine Kleinigkeit. Mark Fels kann das bezeugen. Er war mal bei uns zu Hause und ich war ein bisschen nervös, dass ich ihm etwas Gutes auftischen kann. Ich kann mich noch erinnern. Aber für Jesus war es in diesem Moment, eine Kleinigkeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber haben wir nicht manchmal das Gefühl, dass wir Jesus im übertragenen Sinn etwas Gutes auftischen müssen, dass wir ihn gut bewerten müssen, dass wir es gut machen müssen, für ihn zu gefallen. Aber wisst ihr was? Jesus kommt nicht zu uns zu Besuch, er wohnt in uns. Es heißt, Christ in us is the hope of glory. Das heißt, Christus in uns. Christus lebt in uns. Er ist nicht jemand, den wir bewerten in unserem Leben. Er ist zu Hause in uns. Das ist eine Mysterie für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Christus lebt in diesem Körper und in jedem Körper, der hier da ist. Christus lebt in uns. Er wohnt in uns. Er ist nicht ein Gast. Du musst ihn nicht gut bekochen. Er räumt dein Redui auf. Ich weiß nicht, ob du ein Redui hast. Ich habe ein Redui und ich liebe es und ich hasse es. Es ist ein Puff und es ist mega gäbig.
Und Jesus will dein Redui aufräumen. Weißt du, er will nicht kommen und dass du ihn gut bekochst, dass du es gut machst für ihn. Das will er gar nicht. Er will dir helfen, die Küche aufzuräumen in deinem Leben. Er will dir helfen, dieses Redui aufzuräumen. Er will dir helfen, wenn du mal nicht mehr magst. Du musst für ihn nichts leisten. Wirklich nicht. Er will einfach dein Freund sein. Er will in dir zu Hause sein und bei dir zu Hause sein. Und dich unterstützen, dein Freund sein, dein Tröster sein, dein Liebhaber sein. Ich möchte euch noch einen Psalm lesen. Ich bin zwar ein bisschen mit der Zeit. It's all okay, Mari is saying. Mari hat gesagt, es ist noch alles okay. Nein. Also, ich möchte euch noch etwas vorlesen. Mit diesem Psalm habe ich so eine ganz besondere Beziehung. Ich habe den für viele Monate jeden Tag über mir ausgesprochen. Und ich möchte dir aus diesem den Psalm 139, Verse 13 bis 18, die möchte ich dir vorlesen. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibs. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben, jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Da steht so viel Gutes über uns drin. Er hat uns schon gesehen, als wir im Mutterleib gemacht wurden. Wisst ihr, er hat uns schon geliebt, wo wir noch nichts für ihn getan haben, wo wir noch ein Klumpen Zellkörper waren. Da hat er uns schon gesehen, er hat uns schon erwählt und geliebt. Es heißt hier, er hat mehr gute Gedanken über dich, als es Sand am Meer gibt. Das sind wahnsinnig viele. Das sind viele gute Gedanken über deinem Leben. Du bist so geliebt. Hey, da ist ein Gott, der uns so liebt. Da ist so eine krasse, wahnsinnige Liebe, die dieser Jesus für uns hat. Also mit diesem Jesus will ich befreundet sein, weil der ist so gut. Der hat so viele gute Gedanken über uns. So viele. Und er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns nicht erst geliebt, wenn wir etwas Gutes für ihn getan haben. Er hat uns schon von Anfang an hat er uns geliebt und auserwählt. Er hat dich und mich auserwählt. Hey, sonst könnt ihr schon nach vorne kommen, ist das gut? Jesus, hilf mir, meine Gedanken zu landen. Oh, das ist ein bisschen schwierig jetzt. He? Geht das wirklich? Ja, ich glaube, Maria war eine Frau, die hat erkannt,
wer dieser Jesus ist. Und sie war in den Bann gezogen. Sie konnte nicht mehr anders als bei ihm zu sein, an seinen Füßen zu sitzen, von ihm zu lernen. Sie hat dieses One Thing, sie hat diesen Jesus erkannt und gekannt. Und ich wünsche mir, dass wir solche Menschen sind, wie Maria, die Jesus kennen, die ihn erkennen, die an seinen Füßen zu Hause sind. Und das wünsche ich mir auch für uns als Gemeinde, dass wir bei Jesus zu Hause sind, dass wir gerne bei ihm verweilen, dass wir uns gerne von ihm berühren und auch verändern lassen. Dass wir auch lernen können, aus dieser Ruhe und aus dieser Entschleunigung zu leben, aus dieser Nähe. Und ich möchte einfach jetzt noch beten, die Band wird schon ein bisschen spielen und ich weiß, ich habe ein bisschen verschiedene Gedanken in dir angeregt oder verschiedene Gedanken geteilt und ich glaube einfach, der Heilige Geist will uns ziehen, er will uns in seine Nähe ziehen und es gibt ganz unterschiedliche Menschen, die hier da sind und jeder hat seine Geschichte und steht an einem unterschiedlichen Ort. Aber ich glaube, er will uns in seine Nähe ziehen. Er will uns an sein Herz ziehen. Er will uns zeigen, wie sehr, dass er uns liebt. Dass er alles für uns gegeben hat. Dass wir alles für ihn geben können. Dass wir diese Hingabe für ihn leben können. Aber nicht, weil wir müssen, sondern weil wir nicht mehr anders können. Weil wir so in dieser Liebe von Jesus uns verlieren. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du jede Person kennst, die da ist. Dass du unsere Herzen besser kennst, als wir uns selber kennen. Dass du uns liebst, dass du uns schon gesehen und geformt hast im Leib unserer Mutter, dass du uns liebst, dass diese Geschichte, die du für uns vorbereitet hast, schon im Buch des Lebens steht, unser Leben. Und ich hatte einfach in der Vorbereitung das Gefühl, dass Gott uns auch mit seiner Liebe heute begegnen will, weil diese Liebe verändert alles. Und wenn du dir wünschst, dass Gott dir neu mit seiner Liebe begegnet, oder wenn du neu spürst, dass du dieses eine ihm geben möchtest, dass du dieses alles ihm geben möchtest, ja, dann steh doch einfach auf oder leg deine Hände auf dein Herz. Oder du darfst auch nach vorne kommen, wenn du das möchtest, wenn du sagst, ich will neu Jesus alles hingeben. Ich will neu in diese Gegenwart kommen. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du weißt, was uns beschäftigt.
Zieh uns näher an dein Herz, Jesus. Zieh uns näher an dein Herz, oh. Zieh uns näher an dein Herz, Jesus. Zieh uns näher an dein Herz, Jesus. Und Jesus, wir danken dir für deine Nähe, deine Gegenwart, die Freundschaft mit dir. Amen. Jetzt, wenn du zu Hause bist, darfst du etwas zu dir selbst im Spiegel sagen, wenn du diesen Gottesdienst alleine verfolgst. Hier sagst doch zu der Person neben dir Folgendes: Jesus ist nicht dein Gast, den ich bewerten oder unterhalten muss. Der nächste Teil kommt gleich. Kannst schon mal das sagen. Jesus ist nicht ein Gast, den ich bewerten oder unterhalten muss. Er ist ein Mitbewohner, der meinen Alltag mit mir gestaltet. Er ist ein Mitbewohner, der mit mir lebt. Und lasst uns aufhören, Jesus wie einen Gast zu behandeln, den wir unterhalten müssten. Nicht aufräumen, bevor er kommt, denn er ist da und er sieht dein Puff, hast du gesagt, gell? Stimmt. Ja. Herr, und in diesen nächsten Wochen werden wir uns genau damit auseinandersetzen, Nähe zuzulassen. Nähe zu Jesus und Nähe zueinander. Und die Kleingruppen nach Maß, die in Kürze starten werden, sind dort einfach auch eine Möglichkeit, Menschen nahe zu kommen. Deswegen, wenn du gute Ideen hast von einer Kleingruppe nach Maß, die du anbieten könntest, es muss einfach ein Element, Anbetung, Gebet, Austausch über die Bibel oder Zeugnis, das heißt erzählen, was Gott wirkt, eines davon muss darin vorkommen und sonst hast du ganz viele Möglichkeiten, dann melde doch deine Kleingruppe nach Maß an. Ort nahe zu kommen werden wir auch am kommenden Samstag haben, da werden wir nämlich eine Konsultation, Neuausrichtung nach 60 durchführen, weil wenn man vor der Pensionierung steht. Zwischen 55 und 80 kommen plötzlich Fragen auf, teilweise ganz unerwartete Gedanken, Fragen und denen wollen wir uns stellen und ich bin richtig dankbar. Christa und mein Vater werden diesen Samstag gestalten. Wir wollen uns miteinander diesen Fragen stellen. Ich werde auch dabei sein, obwohl ich erst 47 bin, aber mit diesen Fragen will ich mich auseinandersetzen. Und du darfst dich gerne anmelden noch. Ich glaube, wir haben gesagt, bis am Mittwoch, damit wir dann auch die Räumlichkeiten gut planen können. Melde dich an für diese Konsultation Neuausrichtung nach 60. Auch ein Ort, wo wir uns nahe kommen. Und jetzt kommen wir noch zu den Gaben als Einstieg in die Anbetung. Als Ausdruck davon, Herr, ich gebe etwas davon, was du mir anvertraut hast, gebe ich dir zurück bei den Gaben in Form von eben entweder Noten, Münzen oder per Twin kannst du ja neu auch dich beteiligen. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Gabenproklamation schon eingeblendet haben. Haben wir. Und ich lade dich ein, aufzustehen. Wir werden dann auch die Gaben zusammenlegen und direkt in den Worship einsteigen. Deswegen ist es gut, aufzustehen. Wenn du später nicht mehr magst, darfst du dich gerne dann auch wieder setzen. Aber weil es sich besser und befreiter singt, und proklamiert, stehen wir miteinander auf. Und so sagen wir, wenn wir heute die Gaben zusammenlegen, proklamieren wir: Du liebst mich für immer. Nichts kann mich von deiner Liebe trennen. Auch im dunklen Tal bist du bei mir.
Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Deine Freude ist meine Stärke. Du hast alle Lösungen. Ich schaue auf dich. Ich sage weiter, was du für mich tust. Amen. Vielen Dank für dein Mittragen, für deinen Beitrag. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns auch von den Zuschauern oder Gottesdienstbesuchern, die per Livestream dabei sind. Du wirst eine Anbetungszeit zu Hause mitverfolgen können, die wir in den letzten Jahren aufgezeichnet haben. Und ein kleiner Tipp für alle: Als Hauskreis haben wir noch nicht einen Anbetungsleiter oder eine Anbetungsleiterin. Und wir haben begonnen, diese Worship-Sessions zu nutzen, um miteinander anzubeten. Und das ist einfach grandios. Und deswegen, wenn du im Livestream dabei bist, ich wünsche dir Begegnung mit Gott, diese Nähe, die jetzt einfach dein Zuhause füllt. Und eine ganz gute Woche. Und wir beten jetzt miteinander, Jesus. Lass uns Lasst uns einsteigen in die Zeit der Anbetung. Mega cool, bist du dabei? Ich lade dich ein, dein Herz zu öffnen und auch gerade diese Gedanken mitzunehmen. Wir haben jetzt gesagt, wie wir dankbar sind der Mutter gegenüber, den Müttern gegenüber. Wir geben ihnen heute die Ehre mit diesem Tag oder an diesem Tag. Und ich lade dich ein, auch gerade zu überlegen, wie gibst du Gott die Ehre? Wie sieht das aus in deinem Alltag? Wie sieht das aus, gerade auch so in einer Worship-Zeit, die wir jetzt haben werden? Wie sieht das aus, wenn du Gott die Ehre gibst? Vielleicht ist das für dich so, dass du auch einfach mal relaxen kannst und sagen kannst, ich bin jetzt wirklich mal einfach Sohn, ich bin einfach mal Kind, ich bin einfach mal Tochter. Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, ja, ich will einfach das widerspiegeln, wie Gott ist, wie ich denke, wie Gott sein würde in meiner Situation. Lass doch diesen Gedanken mal freien Lauf. Vielleicht kannst du auch im Chat was reinschreiben, was die anderen inspirieren kann. Genau, wie sieht das aus, wenn du Gott die Ehre gibst? Und Gott, wir wollen dir jetzt auch gerade speziell mit dieser Worship-Zeit die Ehre geben. Wir wollen dir Lieder singen. Wir wollen dich anbeten. Komme du, Heiliger Geist, und erfrische uns, besuche uns. Wir wollen deine Gegenwart sehen in unserem Leben. Komme du. Und wir steigen gerade ein mit einem Song, er heißt «I deinem Namen» von Nino Künzi. Mega schöner Song mit einem wunderbaren Text. Wenn du den Song noch nicht kennst, dann lass dich einfach inspirieren vom Text, der eingeblendet ist, und von den schönen Melodien. Und versuch auch mit einzusteigen. Mega ein schöner Worship-Song. Du bist alles, was du sagst, du bist. Anders versprochen hast, das gilt. Alles, was war, schon noch kommt. Bezeugt, wie gross du wirklich bist. In deinem Namen.
ist deine Stimme. Egal wie hoch die Wellen sind, ein Wort von dir und alles wird still. In deinem Namen jede Angst muss weichen, alles wird verändert, alles wird neu. In deinem Namen ist der Weg und die Wahrheit, in dir ist der Ursprung von der Freude. In deinem Namen jede Angst muss weichen, alles wird verändert, alles wird neu. In deinem Namen ist der Weg und die Wahrheit, in dir ist der Ursprung von der Freude. Jesus, in deinem Namen bin ich frei. Jesus, in deinem Namen find ich Heil. Jesus, in deinem Namen bin ich frei. Jesus, in deinem Namen find ich Heil. Jesus, du bist lebendig, dein Name bringt der Sieg, dein Name ist der einzig wahr. Jesus, du bist lebendig, dein Name bringt der Sieg, dein Name ist der einzig wahr. Jesus, du bist lebendig, dein Name bringt der Sieg, dein Name ist der einzig wahr. Jesus, du bist lebendig, dein Name bringt der Sieg, dein Name ist der einzig wahr. Jesus, du bist lebendig, dein Name bringt der Sieg, dein Name ist der einzig wahr. Jesus, du bist lebendig, dein Name bringt der Sieg, dein Name ist der einzig wahr. In deinem Namen jede Angst muss weichen, alles wird verändert, alles wird neu. In deinem Namen ist der Weg und die Wahrheit, in dir ist der Ursprung von der Freude. In deinem Namen jede Angst muss weichen, alles wird verändert, alles wird neu. In deinem Namen ist der Weg und die Wahrheit, in dir ist der Ursprung von der Freude.
with a kindness that never ends. I'm carried in your love, no matter what the future brings. The sparrows not worry about tomorrow or the troubles to come. The lilies not thinking about a season, they drown on the flood. The trees that planted by the water isn't faced by the fire. So why should I be? 'Cause you take good care of me. Yeah, you take good care of me. You know what I need before I even ask a thing. Oh, you hold me in your hands with a kindness that never ends. I'm carried in your love, no matter what the future brings. 'Cause you take good care of me. You take good care of me. You know what I need before I even ask a thing. Oh, you hold me in your hands with a kindness that never ends. I'm carried in your love, no matter what the future brings.
praises. I sing praises to your name. Praises to your name. The name that's so much higher than all names. All honor to your name. Honor to your name. The name that's so much greater than all names. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted up. Be lifted higher. So Lord, please continue. Be lifted up. Be lifted higher. Your name. Your name is life. Your name is hope inside me. Hope inside me. Your name is life. A love that always finds me. Your name is life. Your name is hope inside me. Hope inside me. Your name is love. A love that always finds me. Always finds me. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted higher. He's a Lord, please cate. 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 Be lifted higher. Und Herr, ich danke dir für deine Gegenwart in unserem Leben. Ich danke dir, dass du dich kümmerst um unser Herz.
Ich danke dir, dass du mit uns bist. Ich danke dir, dass wenn wir zurückschauen, dass wir sehen, was du getan hast. Und wir ehren deinen Namen. Wir ehren dich, Herr, in dem, was wir tun und aber auch in dem, was wir einfach sind. Ich danke dir, dürfen wir einfach Kind sein. Ich danke dir, dürfen wir einfach vor deinen Thron kommen. Dürfen wir einfach absitzen und genießen. Danke dir, dürfen wir uns einfach ausstrecken und genießen und wissen, dass wir dein Kind sind. Komme du mit deiner Gegenwart und erfrische uns ganz neu. Danke dir, dass du uns ausrüstest für die neue Woche. Danke dir, dass du kommst in unser Leben, denn du bist die Quelle des Lebens, wie wir gesungen haben im ersten Lied. Du bist die Quelle. Von dir können wir schöpfen. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Amen. Grosser und mächtiger Gott, kein Fehler ist an dir. Es gibt nichts, was du nicht siehst. Keine Sekunde in meinem Leben hast du weggeschaut von mir und du kennst mich durch und durch. Alles an mir liegt offen für dich. Und du bist mit mir und nicht gegen mich. Du kommst mit mir und du lässt mich nie los. Ich bin mit dir und ich habe mich. Ich habe mich, oh. Ich komme mit dir und ich lasse dich nie los. Groß
Du bist mit mir und nicht gegen mich. Du kommst mit mir und du lässt mich nie los.